zeigen, was ich zu tun habe und wie ich zu richten habe. Das ist Tawhid Rububiyya, ist das. Zum Tawhid Rububiyya gehört der Glaube, dass man daran glaubt, dass Allah das Recht hat, in deine Affären einzugreifen. Dass Allah das Recht hat, ihnen vorzuschreiben, was du zu tun hast. Wenn ich im Fernsehen gefragt werde, ja, was ist mit Steinigung? Und ich sage, das ist das, was Gott offenbart hat. Und Islam bedeutet sich Gott ergeben. Dann haben wir die Botschaft rübergebracht. Ja, vielleicht kriegst du danach Probleme. Probleme? Ach, ich kriege Probleme, wenn ich die Botschaft nicht überbringe. Ja, ayyuha Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka min an-nas. O du Gesandter, verkünde offen, was von Allah zu dir abgesandt wurde. Und wenn du es nicht tust, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Schau dir das Leben an. Schau dir die Geschichte von Ashab al-Ukhdud an. Dieser Junge, weil er zu Allah gerufen hat, weil er gesagt hat, der König hat keine Macht. Allah hat die Macht. Allah hat die Macht zu einem. Allah ist mein Gott. Wollte der König diesen Jungen töten und hat ihn auf einen Berg gebracht. Und sie sollten ihn vom Berg runterwerfen. Dann hat er Dua gemacht. Oh Allah, genüge mir ihm gegenüber, mit was du willst. Und die sind vom Berg runtergefallen. Dann hat der König gesagt, ihn ins Meer geschickt, mit Leuten, die ihn ertrinken sollten. Dann hat er wieder Dua gemacht. Oh Allah, genüge mir mit dem, was du willst. Dann sind die ertrunken. Was hat der Junge dann gesagt? Hat er zu ihm gesagt, ich kann dir etwas geben, wie du mich töten kannst. Versammelt alle Menschen, alle, und dann nehme den Bogen und spanne den Bogen und sage, im Namen Allahs, des Herrn von diesem Jungen, und schießt den Feind und was mich töten könnte. Und er macht das und er tötet den Jungen, und daraufhin fangen alle an zu glauben, die das gesehen haben. Er hat gesagt, hol die alle, lass die alle sehen. Er hat sich selber dafür geopfert, damit die Botschaft rüberkommt. Und alle haben geglaubt. Heutzutage sagen die, lieber nicht sagen, was die Wahrheit ist. Lieber den Mund halten, sonst könntest du beobachtet werden. Ach, der Junge, der war bereit, getötet zu werden. Die Leute sind heute noch nicht mal bereit, beobachtet zu werden. Ach, dann weißt du, was der Islam wert ist. Danach, alle haben geglaubt. Dann hat der König gesagt, er hat euch erlaubt zu glauben. Da haben sie einen Graben gegraben. Und was haben sie gemacht? Feuer reingelegt. Und allen gesagt, nimm den Glauben auf, wir verbrennen dich. Nein, wir verbrennen dich. Und eine Mutter steht am Graben mit ihrem Kind und die Mutter denkt daran zurückzugehen. Da sagt das Baby, das ist ein Wunder, Mutter hat Geburt. Sind verbrannt worden. Und da sind die Surah al-Buruj. Was sagt Allah in Surah al-Buruj? Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-harim. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen versuchen für, so wird in die Hölle und dann keine Tauba machen, so kriegen sie die Strafe des Jahannams und die Strafe des Verbrennens. Und dann redet er über die Gläubigen, die dort verbrannt worden sind. Und was sagt er da? Dies ist der gewaltige Erfolg. Das heißt, der gewaltige Erfolg lag darin, dass die standhaft geblieben sind. Dass die verbrannt worden sind. Verbrannt, Achi, verbrannt! Gibt es einen schlimmeren Tod, als verbrannt zu werden? Verbrannt, und da sagt Allah, das ist der große Erfolg. Nicht nur Erfolg, das ist der große Erfolg. Subhanallah, Leute, das ist, was wir verstehen müssen in dieser Religion. Diese Religion ist nicht nur Religion von Essen und Trinken oder von gesellig zusammensitzen. Es ist schön, wenn wir gesellig zusammensitzen. Es macht Spaß. Aber es geht darum, die Botschaft zu überbringen. Und es geht darum, keinen Millimeter zurückzugehen. Das Beste ist, Leute, die können uns nur einschränken, weil die anderen Muslime mitmachen. Weil die anderen Muslime sagen, ja, wir distanzieren uns, wir haben nichts damit zu tun. Heute haben wir ein Interview bekommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, dieses Interview. Ich hoffe, das kommt in der Message. Die haben mich gefragt. Versteht ihr, die denken, sie hätten es, weil die haben es immer zu tun mit Leuten, die werden interviewt und dann stehen da und haben voll die Hufe und fangen an zu zittern. Dadurch hast du schon keine Wirkung. Verstehst du?
das ist das, was ich eben gesagt habe, ja? Wo einmal die Worte, die du sagst, dann wie du sie sagst und die Körpersprache. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Guck mal, mit diesem Fall, diese Friendship, wer hat das gesehen? Wo ich den niedergemacht habe. Wo er mir die Frage stellt, ja, in Ihrem Video sagen Sie, Angela Merkel, verstehst du? Mal nehmen Sie den Islam zu Ihrer eigenen Sicherheit an. Guck, jetzt guck mal auf. Wenn ich jetzt stehe, ja, ach so, nee, ich habe das so gemeint, ich meinte damit nur, weil der Islam ist ja die Sicherheit. Da denkst du, was sage ich? Kein Problem, Allah sagt im Koran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Das heißt, dass der jenseits die Sicherheit hat, nicht in die Hölle zu gehen. Nur die Wirkung ist direkt Bock. Ich hätte auch nur so sagen können. Nee, kein Problem, haben Sie falsch verstanden. Habe ich jetzt schon widerlegt, nur von der Wirkung her. Versteht ihr das? Nur von der Wirkung her, nur von der Wirkung her, hast du dich schon widerlegt, obwohl du gar nichts gesagt hast. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und nur gerade zu denen machen, die Gott fürchten. Und wenn du nicht Gott genug fürchtest, dann wird er dich dazu bringen, dass du so die Schöpfung fürchtest, dass du nur noch am Zittern bist. Glaubst du? Das ist das Problem. أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Fürchtet ihr sie, so ist Allahs Mehrwert, dass ihr die fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Das ist das die Wirkung. So heute, die fragen mich, ja, hören Sie mal, Herr Vogel, folgendermaßen, Sie haben ja, hier waren ja sehr viele Jugendliche, Sie haben ja eine große Verantwortung für die Jugendlichen. Ja, Gott sei Dank, natürlich, wir sind die Leute, die die Jugend zum Guten rufen. Das kommt direkt aus der, ja, wissen Sie, ja, das bin ja nicht nur ich, der Verantwortung für die Jugend. Da wirst du direkt, wie? Ach, jetzt, als wenn du ein geschlagener Hund bist, verstehst du? Aber diese Sache, ja, kein Problem, das ist so und so, wir sind auf dem richtigen Weg und wir bringen den Jugend ein Gutes bei, ein Gut aus solchen Leuten wie ich die Verantwortung dafür genommen. Dann sagt die zu mir, ja, der Verfassungsschutz sagt ja, dass sie also zur Radikalisierung beitragen und das könnte dann am Ende im Terrorismus enden. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Der Verfassungsschutz hat keine Ahnung, was ich gesagt habe. Der Verfassungsschutz, das sind die Leute, die den Terrorismus fördern, weil die so Leute wie mir die Moscheen hier zumachen und die Leute von den Moscheen beeinflussen und Angst einjagen und zur selben Zeit lassen sie andere Leute, die für Terrorismus sind, agieren. Das muss man vorstellen, was das für eine Wirkung hat, wenn das im Fernsehen kommt. Aber wenn das so ist, versteht ihr, die Wirkung, Leute, das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen müsst ihr euch vorher von Gewissern und eine Sache wissen, der Islam ist die Wahrheit. Und solange du die Wahrheit verkündest, ist es egal. Die können um dich herum wie Rumpelstilz durch die Gegend springen und sich ärgern und Salbus schlagen. Versteht ihr? Bring die Wahrheit rüber. Dann gibt es viele Leute, die erzählen dir, sage doch nicht sofort, dass der den Islam nicht annimmt und in die Hölle geht. Das musst du doch nicht sagen. Du musst mit Weisheit an die Sache rangehen. Mit Weisheit. Wir fragen erstmal, wer ist denn derjenige mit der größten Weisheit in dieser Uhr? Dann fängt Mohammed viele so auf. Okay? Dann gehen wir mal in die Sunna und schauen mal, wie der Prophet aufgerufen hat. Das erste Mal, wo er befohlen wurde aufzurufen, ist Kum fa'anzir und Wa'anzir Ashiratul Aqrabin. Das sind die ersten Tage. Was hat er gemacht, als ihm das befohlen wurde? Dann ist er hingegangen auf Jabal Safwa. وأخذ ينادي يا معشر قريش. Wo ihr Leute von Quraysh kommt her? Dann sind sie gekommen. Dann hat er gesagt, was würdet ihr tun, wenn ich euch sage, dass in diesem und jenem Tag ein Heer ist, das um euch herfallen will? Würdet ihr mir glauben? Dann sagen sie, na, ja, wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Was sagt er danach? فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. So bin ich euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Nuh a.s. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Was sagt er? Oh mein Volk, ich bin euch ein deutlicher Warner, an وَتَقُوا وَتِيعُونَ. يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم لأجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر كنتم تعلمون.
und so weiter. Diese ganzen Dinge. Er warnt die Leute. Hut. وَاذْكُرْ أَخَ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Der ganze Koran ist voll. Der Koran ist zur Warnung herabgesandt worden. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا. Wir haben den Koran leicht in deiner Zunge gemacht, damit du damit gottesfürchtigen Leute die frohe Botschaft gibst und ein hartnäckiges Volk warnst. Was ist denn Warnung? Ist Warnung,